wie ich schon ein paar Mal betont habe, als der keine Partei, die gegen die Impfungen wäre. Ganz am Gegenteil, wir kennen die Verdienste, die enormen Verdienste von den Impfungen, die letzten 100 Jahre an, das zur Verbesserung von der Gesundheit von unserer Elekt, und das am vollen Umfang. Am aktuellen Kontext muss man auf eine Reihe von kritischen Fragen gestellt gehen. Erlaubt mir aber für vier zu sagen, dass für die Impfung nicht die einzige Lösung ist für eine Verbesserung von der Situation, dass das kann sein. Als Spitalsinfrastruktur muss noch lange Jahre in LSAP-Misswirtschaft am Gesundheitssektor gestärkt gehen und es muss weiter massiv noch effikace Medikamente gegen die Covid geforscht gehen. Lorenz zurück zu den aktuellen Impfungen am Kader vom Coronavirus. Wir stellen fest, die Europäische Medikamentenagentur EMR stand einer enormen politischen und ökonomischen Druck für ein provisorisch Zulassung für Molekül vom Impfstoff zu erlauben. Dadurch besteht an unseren Nahen das Risiko, dass nicht alle Aspekte von diesen Impfstoffen konnten so evaluiert gehen, wie das hätte müssen sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich bei den zwei aktuell zugelassenen Impfstoffen an der EU um eine Neuzucht von Impfstoffen handelt. Und zwar auf Basis von einer mRNA-Technologie, dass sie nicht nur den üblichen Prozeduren und nicht für alle Kategorien von Patienten getestet dürfen. Das ist bis heute noch nicht klar, welche Wirkung die verschiedenen Vakzine überhaupt haben. Zum Beispiel an der Dauer vom Impfstoff, also in der Effekazität, besonders auch für Kategorien von Personen, wie zum Beispiel Elekt. Als den Impfstoff angepasst oder wirksam gegen die verschiedene Mutationen vom Virus, weil das schon gewusst, dass dieses Virus sich verändert. Wie also mit geimpften Personen können die das Virus eventuell androhen oder alle, die nicht geimpft sind. Das ist ein wichtig Frage, eben besonders auch für geimpfte Personen, die an den Gesundheits- und Pflegesektoren aktiv sind oder schaffen. Es wird bemerkt, dass die bei den zukünftigen Impfstoffen, die auf konventionell manierte Formation vom Antikörpervirufen nicht dieselbe Bedenken muss haben. Das gilt zum Beispiel für den AstraZeneca. Herr Präsident, über die Niedrigzahl von Impfdosen, die wir kriegen, als wir viel diskutiert haben. Schon nächstes Mal hat die EU, ob die letzte Regierung versucht, aber die Regierung sich darauf verlassen hat. Für Impfdosen zu beschaffen, hat die EU-Kommission viel zu Mansur bereitgestellt, das war aber definitiv die falsche Platz für knickig zu gehen. Da kommt dann die Rivalität zwischen Deutschland und Frankreich dabei. Und das ist well bekannt, dass du ein Co-Handel zwischen der EU-Kommission und ein paar Ländern betrieben gouf und das auf Kosten von der Gesundheit von der Elekt. Das Trauerspiel, das dem Niveau von der EU gelaufen ist, bezieht sich leider an Hunderten, wenn nicht sogar, hoffen wir nicht, an Tausende von Menschenleben. Aber die EU-Kommission sieht zu Recht, dass Staaten an all Decisionen mit angebunden waren, also auch die letzte Regierung. Deswegen wollte mir dem Herrn Staatsminister fragen, für was hat Lützeburg nicht auch zusätzlich Impfstoffe auf nationaler Basis gekauft, wie auch andere Länder es gemerkt haben. Für ungefähr den Preis vom Last-Skill-Testing hätte mehr als ganze Population rund 2,5 Mal können impfen. Verdelung von den Impfstoffdosen an die EU geschieht ja im Prinzip von einem Programm zu der Anwenderzahl von den einzelnen EU-Staaten. Damit hat Lützeburg ein Programm von 0,14% zu gut. Meine Froheit zu wer bis wenig kann man zu Lützeburg damit rechnen, dass man dieses Programm Deal kann haben.
an enge Werk der froh wär, wie wert hat letztech nicht zusätzlich Dosen iwwer die EU-Kommission käft, das wär jo méiglich gewirst. Das zu frohen bezeen sich op d'Antwort zu méger parlamentarischer Frohmatte Nummer 2756. An ass dëse Antwort geht nachfir, dat Memberstaaten selber kann entscheiden, wat für Impfstoffe am besten zu ihrer nationaler Teststrategie passt. An Heiwärming zusätzlich froh, aufgrund von wat für einer Basis hat die Regierung hier oder das Decision geholt. Weil Länder wie Deutschland und England einen Impfstoff auf nationaler Basis zulassen oder darüber nachdenken, für was soll Lützeburg das nicht auch kann. Besonders auch wenn die Gesundheit geht, für viele Länder, muss die Nationalsouveränität zu ihrem Recht kommen. Europa hat das genug versucht. Was als Meinung von der Regierung bei der Idee für die zweite Impfung, also die sogenannte Rappel, zeitlich zurückzusetzen, an die wenig Impfdosen, die man kriegen, zu hören, für so viel wie möglich eine echte Kehr zu impfen. Schließlich haben wir auch eine Verantwortung für die Lützeburger, die an der Grenzregion wohnen, müsste man nicht auch an sie denken, so wie auch an als Grenzgänger, die bei schaffen, die man blutnotwendig brauchen. Vierte Herr Präsident, ich werde an Französisch, wir sind ganz Lützeburg. Für das erste Prinzip von der Freiwilligkeit von zentraler Bedeutung. Es gibt ganz viele Diskussionen an dem Kontext, die sich als Finalität hat, für das Prinzip von der Freiwilligkeit, von der Impfung zu untergraben. Wir nicht mit der Fräsen, nicht mit der von den Flieger klammen, nicht mit der von den Restaurant ohne Impfung gehen, muss ja bald irgendwie nicht nur gehen, als sich impfen lassen. Der erkennt an der Diskussion eine Form, an dieser Diskussion eine Form von Erpressung, das an ihren Ehren ein Verstoß gegen Verfügungsrecht über den eigenen Körper, eine ganz gefährliche Präzedenzfall für andere Diskussionen, zum Beispiel bei Krankheiten, Organspenden usw. Muss ich in Zukunft bei aller Gelegenheit seinen Impfpass weisen? Der erkennt dort Gefahr von einer Diskriminierung in die Leute, die sich nicht kann impfen lassen, zum Beispiel wenn es andere medizinische Konsiderationen, die sie betreffen. Auch eine Verletzung von der Persönlichkeitsrechte auf dem Datenschutz lässt sich argumentieren, weil Jenny Ameni, also alle Privatpersonen, Bremer kann von einer anderen verlangen, für hier den Impfstoff oder den Impfpass zu weisen. Wenn ich bedenke, dass die Polizei nicht, egal wie nie, die Kartidentität von einer Person frohen, da freue ich mich auch schon, ob die Diskussionen, die wir geschwärzt kriegen. Wir freuen uns, als letzte Regierung bereit für das Prinzip von der Freiwilligkeit von den Impfungen resolut zu verteidigen. Hier im Land auch in die anderen Länder Vertretungsfreiheit nicht von einem Impfpass abhängig zu machen. Wie stellt die Regierung sich zu der Idee von einer Impf-App und Handy, die missweisen zum Beispiel an ein Geschäft oder an ein Restaurant geht, an dem Sinn deponieren ich eine erste Mission, Herr Präsident, die auf den Punkt hinweist. Merci. Als die Regierung berät, für zu verhindern, dass wir eine Zweiklasse-Gesellschaft zu Lützeburg kriegen, die als solidarische Prinzip, zum Beispiel die Krankenkasse, ging auf Hochstellen. Der ist jedenfalls nicht bereit, direkt nur Geimpften und Nicht-Geimpften zu trennen. Und in dem Sinne, deponieren ich eine zweite Motion, Herr Präsident. Herr Präsident, was du siehst, wie von den Leuten, die am Coronavirus geimpft sind, angeht, schockiert uns, dass am Gesetz vom 24. Dezember 2020 steht, dass Donnerungen von allen Impfpatienten und zwar für Forschungszwecke 20 Jahre sollen gehalten gehen. Für der sieht das so aus, dass die breite Bevölkerung soll als Versuchskaningerscher dingen.
Das stellt viel prinzipiell ethisch Frohen, aber brauchen zu sehr froh in bret gesellschaftliche Debatte. Wie soll die besorgte Zwiebel da konkret ausgesehen? Als Freiheit gehen? Gehen all die Leute, die geimpft gehen, nur regelmäßig für Kontrollen oder Mediziner oder Tester konvokiert? Was geschieht an denen 20 Jahren mit denen geimpften Leuten? Wegen medizinisch Informationen über sich müssen sie dem Staat mitteilen. Gehen eventuell konstatierte Probleme, die betroffene Leute direkt mitgedeelt. Wen decidiert bei eventuell konstatierten Anomalien, dass die Impfungen müssen gestoppt gehen? Solche möchten uns an dem Kontext auch viel von der spanischen Regierung die Listen aufstellt, von denen Leute, die sich nicht wollen impfen lassen. Die Liste kann an andere EU-Länder fairer gerecht gehen. Wie geht Lützeburg damit? Ging das Land so selber Listen aufstellen? Wie als Position von der Regierung a puncto Datenschutz? Ein anderer wichtiger Aspekt von der Freiwilligkeit betrifft die Edelleute. Wie will die Regierung sicherstellen, dass die Personen an den Zielbahnen überhaupt hier in der Kur gehen? Wie ist es bei denen Edelleuten, die schlecht kommunizieren, die Situation nicht richtig erfassen und abschätzen oder, wenn sie sogar Demenzen, wie eng Regeln gelten für sie? Was für sie Grenze zwischen Freiheit und Sicherheit? Wie wird ihre freie Willen respektiert? Da der meint, dass so eine Decision nicht soll in der Direktion von einem Etablissement losgehen, mit dat Edellekt, da müsste kann auf eine Vertrauensperson zurückgreifen aus der Familie oder anderem, die das dann mit ihnen zusammen dezidiert. In dem Sinn, du deponieren ich dann eine dritte Motion, Herr Präsident. Aus Zeitgründen konnte ich noch nicht nach weiteren Überlegungen einmal dranbringen. Ich will aber noch darauf aufmerksam machen und nachfragen, ob er gewusst ist, nur was für ein Schlüssel oder System, das wir als Lützeburg die Einzelnen zur Impfung invitieren. Das wäre auch interessant, froh ich meine, sind danach. Und ich will danach zum Schluss, so nicht da merci für Aufmerksamkeit, und da will ich eine Feiertmotion deponieren, und das bezieht sich auf den Sport hier am Land. Merci. Merci vielmals, Herr Engler.